Yo Lionel und yo aus Switzerland Zuschauer. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Video anfange, weil ich das nie weiß. Aber ich möchte euch einen kleinen Gruß hier lassen, beziehungsweise dir Lionel. Und mach wieder so coole Videos, du weißt, ich finde sie mega lässig. Und ihr Zuschauer unterstützt ihn weiterhin so tatkräftig mit euren Daumen auf und Abos. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen, verregneten Dienstag. Ist es Dienstag? Ja, heute ist Dienstag. Aber es wird besser. Ich spüre es. Schönen Tag noch in dem Fall. Ciao! Es ist im Fall Mittwoch. Aber egal und herzlich willkommen zur 10. Folge von Swiss Info hier auf Ask Switzerland. Und ich bin schon bei der 10. Swiss Info Folge. Und ehrlich gesagt, ich hätte nie gedacht, dass das so gut ankommt. Ein paar Leute haben mir vorgeschlagen, über den fairen Marktwalder zu reden. Das möchte ich ja gerne irgendwann mal machen, aber nicht solange nicht alles klar ist und ich auch objektiv darüber berichten kann. Dafür habe ich aber ein Thema gefunden, was nachher garantiert eine gewisse Diskussion in den Kommentaren geben wird, was mich persönlich immer sehr freut. Ich bin nämlich in einer Zeitung auf einen interessanten Artikel gestoßen, der besagt, dass die Schweizer Sozialdemokraten und allgemein Linksparteien momentan einen ziemlich starken Abwärtstrend haben. Und man muss sagen, der Artikel hat etwas Wahres. Man kann zum Beispiel nach Zürich schauen, dort ist der Martin Graf, ein grüner Regierungsrat und somit auch eher ein Linke, aus dem Regierungsrat geflogen. Und mit ihm die Grüne Partei. Und auch nicht viel besser ist der SP gegangen, die am 10. Mai ihren Regierungssitz in Luzern hat müssen räumen. Und schon 3 Jahre davor in Schweiz. Offenbar scheint es der Fall zu sein, dass sich Innerschweiz und Sozialdemokratie einfach nicht ganz so gut vertragen, wenn wir jetzt mal vom Kanton Uri absehen. Genau, und die SP ist nämlich in keinem Innerschweizer Kanton außer im Kanton Uri in der Regierung vertreten, wenn ich richtig informiert bin. Bitte anfeigen mir jetzt nicht, wenn es eine schlechte oder falsche Information ist. In anderen Teilen der Schweiz, zum Beispiel in der Belgischen Schweiz oder hier in Basel-Stadt, ist die SP und allgemein die linke Seite ziemlich gut bedient, was die Regierung angeht. Da fragt sich natürlich der Zuschauer, was macht denn die SP und die Linke in der Innerschweiz falsch? Eigentlich gar nichts. Sie macht genau das Gleiche wie sonst auch in der Schweiz. Nur ist eben die Innerschweiz meistens ein bisschen konservativer und rechter. Das muss nicht zwingend heißen, dass es etwas Schlechtes ist und ich mische mich da sowieso nicht drin. Und das ist wieder mal so ein Thema, wo einfach Zuschauer gefragt sind. Hat es bei euch noch Sozialdemokraten in der Regierung oder irgendeine linke Partei? Wenn ja, was haltet ihr davon? In welchem Kanton sind ihr? Das müsst ihr nicht zwingend angeben, wenn ihr nicht wollt. Auf welche politische Seite tendiert ihr und so weiter und so fort. Alles unten in den Kommentaren. Bitte sehr, anschreiben. Tja, und das ist auch wieder mal gesehen. Ich weiss, es ist jetzt ein bisschen kurz gesehen im Vergleich zu anderen Mal. Aber das ist halt auch so ein Thema, wo man gar nicht groß neues Faktenwissen präsentieren kann. Da sind Meinungen gefragt. Und wenn man eine Meinung hat, dann ist man auch meistens schon ein bisschen informiert. Wenn ihr jetzt noch meine Meinung hören, der ein oder andere Zuschauer wird mich sicher umbringen für das. Leute, das ist ganz ehrlich meine Meinung. Links ist schlecht, wirtschaftsliberal ist schlecht, rechts ist schlecht, alles andere ist schlecht. Ich wähle Swisscom.